Rot, saftig, reif. Wenn Natascha Kettenacker Tomaten erntet, arbeitet sie sich einmal ums ganze Haus herum. La Dolce Vita im Landkreis Ansbach. Also das ist für mich immer so ein kleiner Kurzurlaub hier in meiner kleinen Toskana, in der ländlichen fränkischen Toskana. Und das gibt mir schon wirklich so ein Urlaubsgefühl. Es ist so ein Kurzurlaub, dann kann man sich niederlassen, die Pflanzen beobachten und einfach das genießen, was man sich erschaffen hat. Und mit ganz viel Basilikum geht's in die Küche. Für ihre geschmorten Ofentomaten braucht sie außerdem braunen Zucker, Kräuter, Gewürze, Olivenöl, Knoblauch und Tomatenmark nach Bedarf. In den Sommermonaten Obst und Gemüse endlich verarbeiten zu können, sieht Natascha Kettenacker als Lohn für ihre Mühen, wenngleich auch ganz schön viel zu tun ist in dieser Zeit. In den Urlaub fahren ist jetzt tabu. Die vielen selber Macher und Rinnen, die es ja gibt, die arbeiten ja auf dieses Ziel hin. Und man weiß ja, wenn man was anbaut, man muss es irgendwann mal ernten. Also ist es kein Muss, sondern im Gegenteil eine Freude, das ernten zu dürfen, wenn es denn dann wächst. Und so ist es natürlich arbeitsreich, aber ich habe doch ein wunderbares Endprodukt und habe somit das ganze Jahr meine Familie und Freunde versorgt, darf das teilen, habe da wunderbare Abende, wo man dann das miteinander essen darf. Es gibt doch nichts Schöneres und dazu gehören die Tomaten dann auch. Der braune Zucker verleiht den Ofentomaten eine feine Karamellnote. Um sie haltbar zu machen, heiß in sterile Gläser füllen und einwecken oder gleich auf eine Scheibe Brot streichen und als Vorspeise genießen. Tomate geht immer. Und genau deswegen verdienen sie besondere Pflege. Bis an die Dachrinne reichen ihre Pflanzen. Wenn sie im Frühjahr raus dürfen, legt die Selbermacherin Schafwolle und Brennnesseln mit ins Erdloch. Außerdem bedeckt sie den Boden immer wieder mit Rasenschnitt und Pflanzenresten. Das verbessert die Qualität der Erde und schützt vor Trockenheit. So ist es immer wieder eine ständige Schule der Wahrnehmung. Und dann einfach reagieren oder agieren und zu sagen, da muss ich ein bisschen abdecken oder verschatten oder ein bisschen mehr Dünger oder weniger. Und natürlich auch die Portion Liebe. Das spüren die Pflanzen natürlich auch. Das ist so eine Leidenschaft und wie mit uns Menschen. Wer geliebt wird, der geht Loben bringt nach oben. Ne? Und man gedeiht einfach besser, wenn man ihnen einen guten Zuspruch hat. Und das mache ich. Und der richtige Dünger macht's auch. Eine Eigenkreation aus getrockneten Zitrus-, Bananen- und Eierschalen vermischt mit Kaffeesatz. Fein gemahlen eine Kraftkur für Tomaten, vor allem aber Zitrusfrüchte. Auf dieses Exemplar ist sie besonders stolz. Buddhas Hand, eine Kostbarkeit aus Asien. Symbol für Glück und Liebe und eine Aromabombe. Also die Zitrone, wenn man die isst, schmeckt wie Sommer auf der Zunge. Und es ist eine wahre Geschmacksexplosion, weil sie so eine milde zitronige Note hat. Sie besteht überwiegend aus Schale, also es ist keine Zitrone, wo viel Saft hat, sondern da ist der Star das ätherische Öl und sie ist sehr mild und aromatisch, nicht so säuerlich und somit kann sie komplett gegessen werden, also mit Rumpf und Stumpf. Die Hauptspeise, Pasta al Limone, Nudeln in Zitronensauce. Und wie der Name schon sagt, eine klassische Zitrone und Buddhas Hand übernehmen die Hauptrollen. Den Teig hat Natascha Kettenacker bereits vorbereitet, um sich voll und ganz auf ihr neues Küchenutensil konzentrieren zu können. Die Chitarra oder auch Nudelharfe. Es verkörpert die italienische Handarbeit, die Tradition und auch es ist in Reinform die Nudelherstellung und da ich ja auch eine Selbermacherin bin, ist das so, es hat mich gefunden und ich liebe sie. Den Anfang machen viel Basilikum und die Zitrone. Und jetzt kommt diese abgekochte Zitrone noch mit rein und die zerschneide ich hier im Topf, weil die spritzt sonst in alle Richtungen.
Dazu noch Parmesan, Gewürze, Olivenöl, etwas Sahne und angeröstete Knoblauchzehen. Gut durchmixen, bis die Soße eine sämige Konsistenz hat. Genau so soll sie sein. Jetzt die Soße und eine Schöpfkelle vom Kochwasser zu den Nudeln geben. Und fürs Aroma Abrieb von Buddhas Hand. Fertig. Zum Nachtisch Waffeln, natürlich selbst gedreht. Waffeleisen und Zubehör kommen nur an besonderen Tagen zum Einsatz, seit 20 Jahren. Und es war der Burner auf jeder Party, auf jeder Geburtstagsparty, wo die Kinder heute noch davon reden. Und das ist Tradition und das behalten wir bei. Und so gibt es jeden Sommer frische Waffeln. Gefüllt mit Eis aus Naturjoghurt, Sahne, Vanillepuderzucker, Saft und Abrieb von Zitronen. Und wo lässt sich sowas am besten genießen? In der hauseigenen fränkischen Toskana natürlich.